Фразы для экзамена уровня А2, Б1. Итак, данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку. Проверьте себя, насколько вы готовы к сдаче экзамена. Выделенные красным цветом слова необходимо будет заучить. Итак, кофемашину очень легко обслуживать. Die Kaffeemaschine ist ganz leicht zu bedienen. Die Kaffeemaschine ist ganz leicht zu bedienen. Я не понимаю инструкцию по эксплуатации. Die Bedienungsanleitung verstehe ich nicht. Die Bedienungsanleitung verstehe ich nicht. Если вы принимаете наши условия, мы можем заключить договор. Wenn Sie unsere Bedingungen akzeptieren, können wir einen Vertrag machen. Wenn Sie unsere Bedingungen akzeptieren, können wir einen Vertrag machen. В нашей компании очень хорошие условия труда. Wir haben in unserem Betrieb sehr gute Arbeitsbedingungen. Wir haben in unserem Betrieb sehr gute Arbeitsbedingungen. Нам нужно спешить, иначе мы опоздаем на поезд. Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Zug. Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Zug. Тебе в любом случае нужно закончить обучение. Du musst deine Ausbildung auf jeden Fall beenden. Du musst deine Ausbildung auf jeden Fall beenden. Вагон-ресторан находится в середине поезда. Das Bordbistro
befindet sich in der Mitte des Zuges. Das Bordbistro befindet sich in der Mitte des Zuges. Студенты освобождены от платы за радиовещание. Studenten und Studentinnen sind von den Rundfunkgebühren befreit. Studenten und Studentinnen sind von den Rundfunkgebühren befreit. Результат удовлетворительный. Das Ergebnis ist befriedigend. Das Ergebnis ist befriedigend. Разве мы не встречались когда-то? Sind wir uns nicht schon mal irgendwann begegnet? Sind wir uns nicht schon mal irgendwann begegnet? Это был великолепный концерт. Я в восторге. Es war ein tolles Konzert. Ich bin begeistert. Es war ein tolles Konzert. Ich bin begeistert. Летние каникулы начнутся через 2 недели. In 2 Wochen beginnen die Sommerferien. In 2 Wochen beginnen die Sommerferien. В начале урока учительница приветствует своих учеников. Zu Beginn der Stunde begrüßt die Lehrerin ihre Schüler. Zu Beginn der Stunde begrüßt die Lehrerin ihre Schüler. Я тебя немного провожу. Ich begleite dich ein Stück. Ich begleite dich ein Stück. Количество участников ограничено 12.
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Пожалуйста, обоснуйте свое мнение. Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Арендную плату повысили безосновательно. Die Miete wurde ohne Begründung erhöht. Die Miete wurde ohne Begründung erhöht. То есть дословно была повышена. Здесь используется Präteritum Passiv. Wurde, да, с глаголом werden. Wurde erhöht. Хозяин приветствует своих гостей. Der Gastgeber begrüßt seine Gäste. Der Gastgeber begrüßt seine Gäste. Могу ли я оставить журнал себе? Здесь мы как бы спрашиваем разрешение с глаголом dürfen. Darf ich die Zeitschrift behalten? Darf ich die Zeitschrift behalten? Какой врач вас до сих пор лечил? Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt? Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt? Я больше не позволю вам так со мной обращаться. So lasse ich mich von Ihnen nicht länger behandeln. So lasse ich mich von Ihnen nicht länger behandeln. Он утверждает, что наше мнение было бы неважно. Behauptet, unsere Meinung sei nicht wichtig.
Er behauptet, unsere Meinung sei nicht wichtig. Трудно противостоять моим коллегам. Es ist schwer, sich gegen meinen Kollegen zu behaupten. Es ist schwer, sich gegen meinen Kollegen zu behaupten. Пожалуйста, паркуйтесь так, чтобы вы никому не мешали. Bitte parken Sie so, dass Sie niemanden behindern. Bitte parken Sie so, dass Sie niemanden behindern. После аварии ребенок наших друзей неполноценен. Seit dem Unfall ist das Kind unserer Freunde behindert. То есть behindert стал инвалидом после аварии. Seit dem Unfall ist das Kind unserer Freunde behindert. Вы получите письмо от ответственного органа. Sie erhalten ein Schreiben von der zuständigen Behörde. Sie erhalten ein Schreiben von der zuständigen Behörde. У нас это по-другому, чем у вас. Мы не едим мясо. Bei uns ist das anders als bei euch. Wir essen kein Fleisch. Bei uns ist das anders als bei euch. Wir essen kein Fleisch. У меня нет с собой денег. Ich habe kein Geld bei mir. Ich habe kein Geld bei mir. Мы не хотим вас беспокоить во время еды. Wir wollen euch nicht beim Essen stören. Wir wollen euch nicht beim Essen stören. Оба были согласны с моим предложением.
Beide waren mit meinem Vorschlag einverstanden. Beide waren mit meinem Vorschlag einverstanden. Какую блузку ты выберешь, красную или зеленую? Я возьму обе. Welche Bluse nehmen Sie? Die rote oder die grüne? Ich nehme beide. Welche Bluse nehmen Sie? Die rote oder die grüne? Ich nehme beide. Andreas сломал ногу. Andreas hat sich das Bein gebrochen. Andreas hat sich das Bein gebrochen. Сегодня я чуть не опоздал на автобус. Ich habe heute beinahe den Bus verpasst. Ich habe heute beinahe den Bus verpasst. Можете ли вы сказать мне пример? Können Sie mir ein Beispiel sagen? Können Sie mir ein Beispiel sagen? У моего парня много хобби, таких как, например, готовка, танцы, игра в футбол. Mein Freund hat viele Hobbys, wie zum Beispiel Kochen, Tanzen, Fußball spielen. Mein Freund hat viele Hobbys, wie zum Beispiel Kochen, Tanzen, Fußball spielen. Здесь так много вещей, например, колбаса, фрукты, хлеб. Hier gibt's so viele Sachen, beispielsweise Wurst, Obst, Brot. Hier gibt's so viele Sachen, beispielsweise Wurst, Obst, Brot. Следи за тем, чтобы собака тебя не укусила. Pass auf, dass dich der Hund nicht beißt.
Pass auf, dass dich der Hund nicht beißt. Медицинская страховая компания увеличила взносы. Die Krankenkasse hat die Beiträge erhöht. Die Krankenkasse hat die Beiträge erhöht. Членский взнос спортивного клуба составляет 34 евро в месяц. Der Mitgliedsbeitrag für den Sportverein beträgt 34 Euro pro Monat. Der Mitgliedsbeitrag für den Sportverein beträgt 34 Euro pro Monat. Мой дядя известный политик. Ein Onkel von mir ist ein bekannter Politiker. Ein Onkel von mir ist ein bekannter Politiker. Эта песня очень известна. Dieses Lied ist sehr bekannt. Dieses Lied ist sehr bekannt. В Ганновере живут мои знакомые. In Hannover wohnen Bekannte von mir. In Hannover wohnen Bekannte von mir. Мы своевременно сообщим вам место проведения экзамена. Den Prüfungsort geben wir Ihnen noch rechtzeitig bekannt. То есть сообщать, bekannt geben. Глагол состоит из двух частей. Bekannt geben – сообщать. Den Prüfungsort geben wir Ihnen noch rechtzeitig bekannt. Вы получили мое письмо. Haben Sie meinen Brief bekommen? Haben Sie meinen Brief bekommen? Мне делают уколы каждый день.
Ich bekomme jeden Tag eine Spritze. Ich bekomme jeden Tag eine Spritze. У нас были посетители. Wir haben Besuch bekommen. Wir haben Besuch bekommen.